Ja, herzlich willkommen zurück da bei uns. Schön bist du mit dabei. Egal von wo aus du zugeschaltet hast, vielleicht bist du auch in der Ferien, die Heime oder irgendwo im Ausland. Egal wo du bist, mega cool bist du da. Ja, und wir sind hier im Bambuswald und der Kniesli und der Geschwind sind unterwegs, oder sie sind besser gesagt schon in China. Und ja, wir wollen doch mal schauen, wie es diesen zwei dort so ergeht. Hey, geschwind! Sind wir da mal in China, im Restaurant, und jetzt essen wir mal etwas typisch Chinesisches. Ja, würde ich auch sagen. Genau. Lass es dir schmecken. Oh, schau, da haben sie uns so komische Stäbchen gegeben. Was sollen wir jetzt mit denen? Mit denen musst du das, glaube ich, essen irgendwie. So? Probier mal. Ja. Das ist ja mega geschludrig. Ah, oder vielleicht so, schau. Da kannst du greifen. Aber das ist mir ein bisschen zu kompliziert. Ja, vor allem, die sind so Ja, rutschig. schau, ich habe schon mehr verwünscht als du. Vielleicht kannst du ja so aufrollen und wieso liest man zusammen? Ui. Ui. Jetzt weiss ich, warum die einen so schlank sind. Die kommen ja nie zum Essen. Hast du noch eine verwünscht? Ja, schau da, jetzt habe ich gerade. Oh, schnell, die musst du essen, bevor es runterfällt. Wow, aber ich muss sagen, gut ist es. Da kann man nichts sagen. Ja, aber weißt du, bis du das Ganze gegessen hast, da kommt dir schon wieder Hunger rüber. Ja, du kannst ja noch mal etwas bestellen. Aber irgendwie bin ich nicht so glücklich mit dem. Wieso? Ja, Es hast du eine ist irgendwie bessere Schokolade. Idee? Ja, ich habe gehört, dass da... Hast du irgendeine Gabel mitgenommen? Nein. Spezialröhrli. Ich habe eben gehört, dass da in China so ein bisschen kompliziert ist mit diesen Stäbchen. Und die sind eigentlich viel besser. Mit denen kannst du ganz normal essen, wie die Chinesen auch mit den Stäbchen. Aber ich habe da noch ein Loch dazwischen entwickelt. Und dann kannst du einfach ganz einfach so saugen. Ja. Ui, jetzt ist mir gerade das Nüteli durchgeflutscht. Bei dir auch. Es geht ja viel schneller. Dann wird man wenigstens satt. Die Idee müssen wir, glaube ich, den Chinesen verkaufen. Können wir noch nicht essen. Das ist ja wunderbar, ja. Ich habe gemerkt, mit Nüteli musst du einfach ein bisschen fester saugen. Oh, schau, der Kellner kommt. Wollen wir mir sagen, dass es gut ist? Ja, voll. Sag mal, dass es gut ist. Kannst du denn Chinesisch? Ich habe mal vom Gämsli noch ein bisschen, weißt du, der ist da vom Wandern, weißt du noch welchen? Ja. Der Gämsli hat mir ein paar Sätze beigebracht. Ja. Ein Stück Suppe nehmen. Ja, dann sag mal, dass es gut war. Ist das schon wieder gegangen? Ja genau. Kellner, hallo. Wo sei bei Fang? Wo nein, die Hose? Aber jetzt schaut er ganz komisch, das ist sicher falsch. das schräg? Das hat nicht gestimmt. Sicher stimmt das. Der Nein, Gämsli nein, hat's nein. gesagt. Er hat doch mehr so etwas gesagt wie Ni Kang, si Lai Chang, Lan Fan Shi. Oh, jetzt kommt er böse, kommt er vor uns zu. Hey, 12 Sekunden später. Au! Sapperlot. der hat mich jetzt voll verwünscht, da. Voll aufs Auge. Mir hat der voll eins gefitzt im Fall auch. Hey. Was hast du dem gesagt? Ich weiss auch nicht, das, was der Gämsli gesagt hat, soll ich sagen. Ja, weißt, bei mir hat er noch komisch geschaut und vielleicht gelacht, aber bei dir ist er gerade so aggressiv geworden. Ich weiss auch nicht, wieso. Der hat Die noch, verstehen wohl keinen Spass. ja, der hat noch viel Kraft. Der ist glaube erst 19. Ja, und hast du seinen Namen gesehen? Ja, Covid hat er geheissen, du. Du, Nein. das Wuhan da ist einfach sehr gefährlich. Hui. Aber Ja, wir müssen aber- uns wehren. Ja, das finde ich auch. Der Gämsli hat gesagt, es gibt so einen asiatischen Kampfsport und den könnte man auch machen. He? Er hat mir im Fall etwas beigebracht. Ich zeige dir das mal. Mir auch. Ich- Aber geschwind. China ist ein Land von Traditionen. Da muss man die Tradition auch einhalten. Am Anfang des Kampfsports gibt es immer so eine Begrüßung. Da tut man sich ja. gegenüberstehen und nachher verbeugen. Also jetzt einfach führen. Ja genau, zuerst wie ein Pinguin so zusammenstehen und nachher verbeugen. So. Also. 1, 2, 3. Hey! Du Hast musst du doch ein bisschen drauf Abstand haben. Nein. Hat dir der Gämsli nichts beigebracht? Doch, er hat gesagt, weißt du, mit denen musst du immer noch die Bewegungen machen beim chinesischen Kampfsport. So, Wutscha! Ja, aber das bringt doch nichts. Komm, zeig mal, was du da kannst. Die abeinander. Nein, die musst du nur zusammendrücken. Wutscha! Ich habe ein bisschen Angst. Ja, Wie also würdest er du hat das gesagt, du musst einfach Wie draufhauen. würdest du das machen? Ja, ich weiß auch nicht.
Einfach Ui! draufhauen. Das ist ja ganz easy. What? Jetzt kunst ich auch etwas fertig. Jetzt mache ich auch etwas kaputt. So. Hui. Usa! Den willst du abeinander hauen. Klar. Also nicht den. Aber vielleicht den da. Usa! Nein, doch nicht. Ja, der ist schon meine Grösse. Quatsa! Hey, wow. Usa! Wohl. Au! Tut aber schon ein bisschen Schmerzen. Ja. Aber ich habe es geschafft. Jetzt bin ich ein chinesischer Kampfkünstler. Ja, aber gut, du musst dich schon noch mal toppen, hä? Was? Der Prügel? Oh, nicht ganz. Nein. Versuch du mal. Voll drauf. Tschak! Au! Es tut noch weh, du. Probier's noch mal. Jetzt ist es gegangen. Du Wow. bist aber auch ein guter Künstler. Aber das schaffe ich noch zu übertoppen. Ich mache gerade 2 Steine aufs Mal. He. Bist du bereit? Ja. Ich noch nicht. Jetzt bin ich bereit. Hurra! Ei, 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 ei. Oh, das hat nicht gut getan. Ich glaube, sie ist gebrochen. Ja. Schnell. Das sieht wirklich so aus. Ja, heb. Du, die in den Sack und dann gehen wir ins Spital. Frag nach dem Mann, wo es nachher zum Spital geht. Ja. Wo scheiße fein? Wo bist du zu Laura? Dein Chinesisch ist auch ein bisschen eingerostet, Herr Gümbel. Ja, ich bin ein bisschen unter Stress. Und da rastet überall. Sicher ein Panda-Bär in der Schweiz. Wir sind in der Schweiz, da gibt es keine Panda-Bären. Aber weißt du, wo es Panda-Bären gibt? In China. Und Stimmt, es ist doch jemand in China. ja, also sie versucht. Ich glaube, der ist ja unterwegs auf China, aber der ist noch nicht ganz angekommen. Erinnert ihr euch an die Geschichte? Letztes Mal hat sie sich auf den Weg gemacht auf China und vielleicht ist sie ja das Mal in diesem Teil der Geschichte schon dort angekommen. Komm, wir schauen mal, was passiert. Hallo zusammen, schön, dass ihr alle wieder da sind. Ich freue mich mega, heute dürfen wir mit euch da sein und mehr von Gott zu lernen und eine spannende Geschichte zu hören. Gerade am Anfang habe ich euch ein Rätsel mitgebracht und zwar wird irgendwo jetzt gerade ein Bild eingeblendet, also verschiedene Bilder von Füßen und nämlich von Tieren. Und dann müsst ihr herausfinden, zu welchem Tier gehört der Fuß, der gerade gezeigt wird. Bin ich gespannt, wie ihr das herausfindet. Jetzt beim ersten Bild, das eingeblendet wird, wer findet das echt raus? Ich habe noch ein bisschen Zeit zum Denken, das könnt ihr nämlich gut herausfinden. Das ist ein bekanntes Tier, ein grosses Tier. Genau, die viele haben sicher herausgefunden, das ist vom Elefant. Genau, kommen wir zum zweiten Bild. Das zweite Bild, das sieht ganz anders aus, sind ganz andere Füße. Mal schauen, ob wir das mal herausfinden, was das ist. Genau, es ist der Hund. Das hat einen Vorteil natürlich, wo ein Hund daheim hat. Jetzt kommen wir zum dritten Bild. Und beim dritten Bild, das sieht nochmal ganz anders aus als die anderen 2 Bilder, die wir bis jetzt schon hatten. Und wer weiss es, was es ist? Das Mal haben die mit einem Bauernhof einen Vorteil. Genau, das ist ein Huhn. Und das vierte Bild, das ist jetzt ganz ähnlich irgendwie wie beim ersten Bild, aber das Tier ist etwas ganz anderes. Ein kleineres Tier, nicht so groß wie ein Elefant. Und das ist die Schildkröte. Dann kommen wir noch zum letzten Bild. Und beim letzten Bild haben wir nochmal ein Bauernhoftier. Was könnte das sein? Genau, haben sicher auch viele herausgefunden, das ist von einer Kuh. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, über was haben jetzt die Füße mit unserer Geschichte zu tun? Das verrate ich euch noch nicht, erfahren wir nachher. Aber heute haben wir auch etwas von Fußinspektionen und Untersuchungen von Füßen. Wie wir ja letztes Mal gehört haben, ist jetzt Gladys in Japan angekommen. Dort ist sie eine Weile lang geblieben, ein paar Tage bei Freunden von ihr und die haben sie richtig verwöhnt. Es hat ihr sicher gut getan, noch mal ein bisschen auszuruhen,
vor der letzten Etappe, bevor sie dann in China angekommen ist. Dann hat sie nämlich noch mal 5 Tage weiter mit dem Schiff nach China. Was hat sie eigentlich gefühlt gehabt, so kurz bevor sie nach China gekommen ist? So lange hat sie davon geträumt und darüber nachgedacht, wie sie dann nach China kommen wird. Vielleicht hat sie schon ein bisschen Angst gehabt, Unsicherheiten, was wird sie erwarten? Sie wird die Sprache gar nicht verstehen, wie das alles sein wird. Aber sie hat gewusst, was für ein Gott das sie begleitet. Ich möchte euch kurz einen Vers vorlesen, der in Josua 1, Vers 9 steht. Und dort sagt Gott: Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Und das hat sie gewusst, Gladys. Sie muss keine Angst haben, weil ihr Gott ist mit ihr. Und wenn Gott einem einen Auftrag gibt, dann kommt er mit einem und hilft einem, egal was. Und so ist sie nach 5 Tagen endlich in China angekommen. Bin ich müde von dieser langen Reise. Schon etwa 3 Wochen dauert es jetzt und ich bin unterwegs. Aber hey, ich bin endlich in China angekommen. Ich kann es kaum fassen, ich bin auf chinesischem Boden. Wow, wer hätte das für möglich gehalten? Die Missionsgesellschaft, die mir gesagt haben, dass ich nicht zu brauchen bin für sie, hat auf jeden Fall nicht daran geglaubt. Aber ich weiss, wenn Gott einem einen Auftrag gibt, dann hilft er einem auch. Genauso wie die Geschichte von Abraham, die ich in der Bibel gelesen habe. Gott hat dem Abraham gesagt, er soll gehen, und er ist gegangen, weil er vertraut hat. Und Gott hat ihm geholfen, in das Land zu kommen, das er gesagt hat. Und genau so hat Gott mir geholfen, nach China zu kommen. Aber noch bin ich nicht ganz am Ziel. Ich muss ja in den Berg zu der Frau Larsen. Es heisst, sie hat mir da Nachricht hinterlassen, wie ich dort hinkomme. Da hat ein Brief. Mal schauen, ob dort steht, wie ich da hinkomme. Gladys Aylward, das bin ich. Da schreibt sie drin: Liebe Frau Aylward, leider kann ich nicht selber da sein, um dich zu empfangen. Aber geh zu der Missionsstation. Dort wird dich der Herr Lu abholen und dir den Weg da nach Yangjing zeigen. Gott behüte dich und ich freue mich auf deine Ankunft. Mit lieben Grüßen, Frau Larsen. Wow, okay. In dem Fall gehe ich jetzt wieder zu der Missionsstation und bin so gespannt, endlich bald bei der Frau Larsen zu sein. Ciao, ciao! Auf der Missionsstation habe ich dann den Herrn Lu getroffen. Er ist extra gekommen, um mich abzuholen. Dann waren wir noch ein paar Tage unterwegs mit dem Zug und 3 Tage mit dem Reisebus. Es war ein langer Weg. Und unterwegs haben wir dann noch 2 Missionarinnen getroffen, die mir schon vieles erzählt haben über die Aufgabe, die Frau Larsen hat und über die Chinesen. Es war wirklich spannend. Und jetzt steht die letzte Reisenetappe an und da in den Bergen fahren dann kein Zug und kein Bus mehr. Das ist ganz holpriges Bergland, holprige Weg und wir müssen über 3 Berge drüber und durch Flüsse durch, hat mir der Herr Lu erzählt. Und da ist unser einziges Reisemittel Maultier. Darum werden wir jetzt die letzten paar Tage noch mit dem Maultier unterwegs sein. Jetzt packe ich mein Gepäck und dann gehen wir endlich an unser Ziel. Ich freue mich ja schon so sehr auf Yangjing. Komm doch, Lisa, es wird schon ein paar Mal fressen. Dann haben wir eine lange Reise vor uns. Und los geht's! Ich bin gespannt, was uns auf dieser abenteuerlichen Reise alles erwartet. Jetzt war Gladys schon in Yangjing. Es war ein kleines, aber schönes Städtchen, umgeben von hohen Bergen. Es hatte enge Strössli und viele Tempel. Vor allem das hat Gladys sicher vielleicht auch traurig gefunden, weil in diesem Tempel haben die Leute nicht ihren Gott angebetet, nicht den wahren Gott, sondern sie haben andere Götter angebetet. Und sie hat auch gemerkt, dass die Leute dort, die dort wohnen, in diesem Städtchen, ihnen nicht so freundlich gesonnen sind. Ihr, der Gladys und der Frau Larsen, diesen 2 Missionarinnen.
Sie hat gehört, dass sie fremde Teufel genannt werden von ihnen und dass die Leute meinen, das Haus, wo sie drin wohnen, sei verflucht. Sicher nicht einfach, wenn man so lange darüber nachdenkt und davon träumt, nach China zu gehen, um diesen Leuten von Jesus zu erzählen, und dann wird man so angenommen. Die Leute waren kalt zu ihrer Herd und haben nicht gewusst, wie ihr begegnen. Aber zum Glück war Frau Larsen nicht eine Ängstliche und sie hat sich nicht einschüchtern lassen von den Sachen, die sie gehört haben, die über sie geredet worden sind. Und so hat auch Gladys gewusst, Gott hilft ihnen und Gott wird einen Weg machen, auch durch das alles. Und dann hat Frau Larsen eine geniale Idee gehabt. Und zwar hat sie eines Tages zu der Gladys gesagt: Gladys, machen wir doch aus unserem Haus hier ein Gasthaus, eine Herberge. Du siehst ja, da gibt es viele Maultiere, die durchkommen, weil da gibt es ja kein Zeug und kein Auto, so kommen die Maultiere durch und die sind müde und die müssen dann ausruhen. Lass uns aus unserem Haus eine Herberge machen, wo die Leute übernachten können. Und so können wir ihnen dann von Gott erzählen, wenn sie da sind bei uns. Gladys war zuerst nicht so überzeugt, aber sie hat wieder zugelassen. Frau Larsen hat gesagt, und wir holen sie dann rein, weißt du, wie die chinesischen Wirte, die dann so testen mit den Händen in den Hüften und dann manchmal einfach die Maultiere packen und sagen, kommt rein, es ist gut bei uns, kommt rein. Und das wird deine Aufgabe sein, Gladys, das wirst du machen. Gladys ist verschrocken, was? Ich muss so etwas machen? Ich kann ja nicht mal Chinesisch. Aber sie haben es dann wirklich gemacht. Gerade Frau Larsen, wenn sie eine Idee hatten, dann haben sie es so gemacht. Und so haben sie dann ihr Haus umgebaut oder so dekoriert und schön eingerichtet, dass es eine Herberge geworden ist. Und eines Tages war es dann so weit. Oh nein, heute ist es so weit. Frau Larsen hat gesagt, dass ich den ersten Maultierzug reinholen zu uns in die Herberge. Und die Herberge ist parat, aber ich bin wirklich nervös. Ich weiss doch nicht, ob ich das kann. Und was, wenn er mein Chinesisch gar nicht versteht? Aber jetzt kommt mir in den Sinn, ich hatte schon mal so Angst gehabt. Und zwar dort in England, wo ich zu den obdachlosen Frauen gegangen bin. Und dort habe ich gebetet und Gott hat mir den Mut gegeben, um zu diesen Frauen zu gehen. Und Gott ist ja genau der gleiche. Und er weiss, dass ich nur einen Satz Chinesisch kann. Er wird mir sicher auch heute helfen. Jetzt muss ich aber unbedingt den Satz nochmal lernen. Ich habe ihn mir hier noch aufgeschrieben. Den chinesischen Satz. Und zwar haben wir gehört, dass die Wirte die sagen immer hau, 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 lei, lei, lei. Und er hat mir nochmal etwas beigebracht. So ein schwieriger Satz, der ganz komisch. Muyo biete, muyo guzo, muyo guzo. Hau, 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 lei, lei, lei. Okay, und das heisst, wir haben keine Wanzen und wir haben keine Flöhe. Kommt, 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 gut, gut, gut. Mal schauen, ob der Treiber dem vertraut und ob er wirklich da ankommt mit seinen Maultieren. Ich rufe sie mal, vielleicht kommt er. Muya bitte, muya guzo, hau, 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 lei, lei, lei. Muya bitte, muya guzo, hau, 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 lei, lei, lei. Kommt, 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 kommt. Kommt zu uns ins Herberg. Komm. Kommt zu uns rein. Ja. Wir haben keine Wanzen und wir haben keine Flöhe. Komm. Das ist gut bei uns. Und es hat wirklich geklappt. Zwar ist das erste Mal, als Gladys die Maultiere reinholen wollte, der Mann weggerannt, der Treiber der Maultiere, weil er Angst hatte und nicht wusste, was das für Leute sind. Aber als er gesehen hat, dass seine Maultiere drin geblieben sind in der Herberge und sich wohlgefühlt haben, ist auch er dann langsam gekommen. Und es hat sich dann schnell herumgesprochen, dass es bei der Frau Larsen und bei der Gladys feines Essen und gute Geschichten gibt. So sind dann auch viele gekommen. Genau. Und Gladys hat wie die Frau Larsen schnell die Geschichten dann auswendig gelernt auf Chinesisch. Sie hat ja immer noch kein Chinesisch können. Aber sie hat sich viel Mühe gegeben und die Geschichten auswendig gelernt, um sie auch selber zu erzählen. Und genau in dem sehen wir auch, Gott hat diesen zwei Frauen den Auftrag gegeben, diesen Chinesen von Gott zu erzählen. Und er hat ihnen auch geholfen. Er hat sie nicht alleine gelassen. Er hat ihnen die Türen geöffnet und die Chinesen sind zu ihnen gekommen und sie konnten ihnen von Gott erzählen. Aber nach einem Jahr ist ihnen etwas Trauriges passiert. Und zwar ist Frau Larsen gestorben. Sie war schon eine ältere Frau und jetzt war Gladys alleine. Aber kurz bevor Frau Larsen gestorben ist, hat sie der Gladys noch gesagt, Gladys, Gott hat dich da angeführt. Und wenn ich mal nicht mehr da bin, dann wirst du das Werk weiterführen. Weil Gott möchte dich da und er möchte dich brauchen. Und er wird dir alles geben, was du brauchst. Er wird dich beschützen und segnen. Darum hat Gladys jetzt gewusst, Frau Larsen ist gestorben und sie ist alleine da.
aber sie ist eben nicht alleine, sondern Gott hilft ihr. Und so hat sie weitergemacht. Das Gasthaus ist offen geblieben, die Leute sind weiterhin zu ihnen gekommen und auch die Versammlungen im Missionssaal sind weitergegangen. Sie hat auch dort von Gott erzählt. Und zusammen mit dem Herrn Lou, den sie am Anfang abgeholt hatte, sind sie auch in Bergdörfli gegangen, haben Besuche gemacht bei den kranken Leuten oder sonst bei Leuten zu Hause und haben ihnen von Jesus erzählt. Eines Tages ist ein ganz spezieller Besuch zu den Gladys in die Herberge. Und zwar der Mandarin. Und es ist nicht ein Mandarin, so wie eine Orange oder so Frucht, was du jetzt vielleicht denkst, sondern ein Mandarin in China war der Stadtpräsident dort. Also eigentlich so ein einer der wichtigsten Leute. Und Gladys hat sich sicher gewundert, was will der Mandarin bei mir? Zuerst hat er sich ganz höflich bei ihr sie begrüßt und ihr auch noch ein Beileid ausgedrückt, dass Frau Lasnik gestorben ist. Und dann ist er mit seiner Pizza der Gladys gekommen. Und zwar haben früher in China die Frauen, also sind die Frauen, es als kleine Mädchen die Füße gebrochen worden und dann ganz eng eingewickelt, dass sie nicht wachsen können, weil die Männer das schöner gefunden haben. Und auch damit Frauen nicht einfach weglaufen können. Weil ihnen es ganz fest wehtut zum Laufen mit diesen verbrochenen und kaputten Füßen eigentlich. Aber zum Glück haben die Chinesen gemerkt, dass das ungesund ist und dann ist ein neues Gesetz herausgekommen, wo das verboten worden ist. Und jetzt ist es am Mandarin seine Aufgabe, um zu schauen, dass all die Frauen ihre Füße wieder aufgewickelt bekommen und keine neuen Mädchen die Füße gebrochen werden. Aber er als Mann konnte schlecht zu diesen Frauen gehen, weil das nicht respektvoll war. In China sind Männer nicht zu den Frauen gegangen. Und darum ist er zu den Gladys gekommen. Und natürlich auch aus einem anderen Grund, weil Gladys keine gebrochene Füße hatte, das war ja aus England. Und darum hat sie grössere Füße, gesunde Füße, nicht so wie die anderen. Darum hat er zu ihr gesagt, Gladys, ich möchte, dass du das mit für mich machst. Dass du zu den Leuten gehst, in die Dörfer, in die Städte und ihnen deine Füße zeigst, deine gesunden Füße und ihnen hilfst, dass sie das nicht mehr machen und ihnen sagst, dass das nicht gut ist. Und du kommst einen kleinen Lohn über, 2 Soldaten begleiten dich und du darfst auf der Mutti reiten, die begleiten dich auch. Gladys hat zuerst ein bisschen überlegt, sie hat wahrscheinlich nicht erwartet, dass jetzt so etwas an sie ankommt, so einen Auftrag. Aber dann hat sie gedacht, eigentlich könnte das eine Chance sein. Und zwar, wenn sie zu all diesen Leuten geht, könnte sie ihnen ja von Jesus erzählen. Und so hat sie dem Mandarin gesagt, okay, wenn ich das mache, erlaubst du mir dafür, dass ich diesen Leuten von Jesus erzähle. Und der Mandarin ist zwar nicht seine Religion, er hat nicht an Gott geglaubt, aber er hat auch Respekt vor der Gladys und er hat sie jetzt gebraucht. Und darum hat er es ihr erlaubt. Und so ist schon am nächsten Morgen sind Soldaten vor ihrer Haustür gestanden und sie sind losgezogen. Heute haben wir schon den ersten Tag gehabt, wo ich als Gutsinspektorin unterwegs war. Die Claudia hat schon ganz fest Hunger nach dem Tag, weil wir viel hochlaufen, wir sind in viele Dörfer und Städte gegangen in den Bergen oben. Aber es war ein wunderbarer Tag. Früh am Morgen sind die Soldaten schon gekommen, um mich abzuholen und sie sind immer vorausgegangen. Sie haben Respekt verschafft bei den Leuten. Und zwar sind sie zu den Männern angegangen und haben gesagt, ihr als Männer und Väter, ihr kommt ins Gefängnis, wenn ihr weiterhin eure Töchter und Frauen ihnen die Füße verbindet und ihnen die Füße brechen. Weil jetzt mit dem neuen Gesetz ist das nicht mehr erlaubt. Und dann haben sie auf mich gezeigt und gesagt, das ist die IWD. Lasst es auf sie und lasst sie euren Frauen die Füße aufbinden. Und so durfte ich dann zu diesen Frauen angehen. Und ja, viele haben brüllt, es hat ihnen wehgetan, weil ich ihnen die Füße aufbinden und die haben ja gebrochene Füße. Und das hat mich auch traurig gemacht. Aber darum habe ich immer zuerst ihnen ein Geschichtchen erzählt oder ein lustiges Erlebnis oder sonst irgendetwas, damit sie ein Vertrauen schöpfen zu mir. Und dann habe ich ihnen auch ein Lied beibringen und ihnen den Text erklären. Ich durfte von Jesus erzählen. Und sie haben alles so gespannt zugelassen. Es war wirklich wunderbar und ich freue mich auf alle weiteren Erlebnisse. Es ist so eindrücklich, wie Gott die Türen geöffnet hat. Etwas, was ich nie gedacht hätte. Und jetzt gehen wir weiter. Morgen wartet wieder ein langer Tag auf uns. Ja, es ist speziell, wie Gott so eine Tür geöffnet hat. Manchmal hat Gott Pläne, wo wir niemals damit rechnen. Aber so ist es. Wenn Gott uns Aufträge gibt, dann hilft er uns auch, dass wir das machen können. Und er hat der Gladys eine geniale Möglichkeit gegeben, um so in ganz viele Familien zu kommen, diesen Leuten von Jesus zu erzählen. Bald ist Gladys in allen Städten und Dörfern bekannt und beliebt gewesen. Sie haben sie IWD genannt. Und sie haben sie nicht nur gern, weil sie so freundlich war, sondern auch, weil sie so spannende Geschichten erzählt hat von dem grossen Gott.
Und die Leute waren offen, um ihr zuzuhören. Sogar sie durfte ins Gefängnis gehen. Der Mandarin hat so viel Vertrauen und Respekt zu ihr gehabt, dass er manchmal mit Fragen zu ihr gekommen ist und gerne mit ihr geredet hat, auch wenn er nicht an Gott geglaubt hat, aber er war interessiert gewesen. Und er hat sie sogar ins Gefängnis gelassen, wo sie auch mit den Gefangenen dürfen über Gott reden. So ist der Gladys ihr Werk immer grösser geworden und sie hat immer mehr Leute erreichen für Jesus. Nach ein paar Jahren hat sie sogar ein Kind adoptiert von China. Dort hat es viele Strassenkinder gegeben und sie hat ein Mädchen von dort adoptiert. Und nach 4 Jahren ist sie sogar Chinesin geworden. Sie hat das Bürgerrecht dort bekommen. Und es ist doch eindrücklich zu sehen, wie Gott das alles gemacht hat mit ihrem Leben. Sie, die abgelehnt wurde von der Missionsgesellschaft, Gott hat ihr trotzdem geholfen, weil Gott hat ihr den Auftrag gegeben, nach China zu gehen. Und er hat ihr geholfen, er hat ihr Türen geöffnet, er hat ihr den Mut gegeben und er war immer bei ihr. Und so ist es auch genau in unserem Leben. Aber wenn wir manchmal denken, wer bin ich schon? Oder wenn ihr denkt, ich bin doch ein Kind, was kann denn ich schon machen? Gott kann Grosses mit euch machen. Und wenn er euch einen Auftrag gibt, dann dürft ihr wissen, er hilft euch immer. Und das kann sein, wenn du zum Beispiel Nachbarn hast, Gespänli, Kollegen, wo du sagst, die kennen Jesus noch nicht und du denkst, eigentlich würde ich ihnen gerne von Jesus erzählen, aber ich getraue mich doch nicht, ich weiß doch nicht genau, was sagen. Dann darfst du wissen, Gott hilft dir. Weil das ist Gottes Wille und er wird dir die richtigen Worte und den Mut dazu geben. Oder auch, wenn du in der Schule bist und du weißt, wird jemand gemobbt oder ist ein Aussenseiter, dann darfst du wissen, Gott wird dir auch dort helfen, um das Richtige zu machen, um zu dieser Person hinzugehen, um nicht gleich zu sein wie die anderen. Weil das, was Gott will von uns, dort wird er uns immer helfen. Bei der Gladys hätte jetzt alles so weitergehen können, wenn nicht ein Krieg ausgebrochen wäre zwischen China und Japan. Und sogar in das kleine Städtchen dort in den Bergen Yangzheng ist der Krieg angekommen. Aber davon hören wir nächstes Mal wieder. Also sind unbedingt dabei das nächste Mal. Zum Abschluss, nach dieser eindrücklichen Geschichte, die wir gehört haben von der Gladys, möchte ich doch noch mit uns beten. Ja, Herr, ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass wir so Geschichten dürfen haben wie die von der Gladys her, von einem Menschen, der die anderen nicht ihr zutraut haben, dass sie Grosses machen kann. Aber sie hat auf dich gelassen und nicht auf das, was die Menschen über sie gesagt haben. Und sie ist losgegangen nach China und durfte sehen und erfahren, wie du ihre Türen geöffnet hast, wie du ihr Mut gibst, wie du immer bei ihr bist. Und hilf auch mir und jedem Einzelnen, der zulässt, dass wir das dürfen wissen, Herr. Wenn du uns einen Auftrag gibst, dann hilfst du uns auch. Danke, bist du immer mit uns. Amen. Und jetzt zum Abschluss möchten wir noch ein Lied singen, «Der Herr segne euch». Ja, in der Geschichte heute haben wir einfach gehört, dass Gott seine Kinder segnen tut. Ja, und jetzt wollen wir noch mal schauen, wie gut hast denn du in dieser Geschichte aufgepasst. Und dafür haben wir uns wieder 3 Fragen überlegt. Genau, ich mache gerade die erste. Perfekt. Wie ist Gladys
der letzte Wegabschnitt nach Yongcheng gegangen? Antwort A mit dem Bus, Antwort B mit dem Maultier oder die Antwort C mit der Eisenbahn. Genau. Und die zweite Frage, Achtung, das ist eine Nicht-Frage, jetzt müsst ihr gut aufpassen. Was hat es im Gasthaus nicht gegeben? Hat es Antwort A kein Essen gegeben, Antwort B kein Flöhe oder Antwort C keine Geschichte? Genau. Und die dritte Frage. Der Name vom Regierungsbeamten, der mit der Gladys zugehört hat so einen lustigen Titel gehabt, sein Name. An welche Frucht erinnert euch das? A. An eine Melone, B. An eine Mandarine oder C. An eine Orange? Ja, und der Preis? Du hast den Preis? Ja, den habe ich für euch versteckt. Oh. Und der ihn überkommt, der ihn findet für euch, der darf ihn dann haben. Oh, Moment. Stimmt natürlich nicht. Der den Wettbewerbsfrage richtig überkommt, kommt dann über. Aber ich habe ihn richtig versteckt und schau mal. Bekomme ich ihn jetzt über? Oh, 2 Pack Ah, nein. Gummibärli. Nein, leider nicht. Das ist natürlich für die Person, die richtig beantwortet und ausgelost wird. Tja. Ja, dann freuen wir uns, dass wir euch nächstes Mal wieder sehen, wie es weitergeht mit der Sendung von der Gladys und ihrer Geschichte. Und Bis dann. bis dann wieder. Tschüss zusammen. Tschüss.